bist du der Meinung, gibt es denn ein Rezept, um wirklich ein Ziel oder eine Vision zu verwirklichen? Was würdest du unseren Zuschauern empfehlen, ganz egal, um was es geht, ja? Ja, ja, das kann man wirklich losgelöst betrachten, was du jetzt speziell gerade für ein Thema hast. Der erste Schritt ist meines Erachtens, dass man nennt das immer Zielklarheit, also ich sollte wissen, was will ich wirklich erleben. Mhm. Das ist mal der erste Schritt, also ich sollte mir klar sein, was will ich erreichen. Ja. Und dann natürlich in der Form, dass ich es mir vorstelle, als hätte ich es schon erreicht. Mhm. Das zweite ist Chancenbewusstsein. Mhm. Chancenbewusstsein heißt, auch die kleinsten Dinge, die mir das Leben damit in die Waagschale legt, zu erkennen, auch zu nutzen. Mhm. Weil in dem Moment, wo wir oftmals von der Intuition her merken, das kann jetzt eine Chance sein, dann kommt sofort das kleine Männlein da im Ohr und sagt, okay, das kostet später auch noch oder na, das passt jetzt gerade nicht, weil. Und da kann ich nur empfehlen, dem einen möglichst großen Kick geben, dass er möglichst weit wegfällt, weil die Intuition sagt uns, was richtig ist. Und in dem Moment, da trennt sich die Spreu vom Weizen, bist du bereit, etwas zu tun, etwas zu gehen, einen Weg, oder langt dir das Träumen davon. Wenn dir das reicht, ist es auch in Ordnung, aber zum Realisieren reicht es nicht. Also das heißt, dieses Chancenbewusstsein und dann zum Schluss, also alle guten Dinge sind ja 3, auch tatsächlich dieser Mut, dran zu bleiben und zu schauen, wie kann ich Chance für Chance nutzen, weil wenn es so sein soll, du hast vorher gesagt, die Genialität liegt in der Einfachheit, ja, wenn es leicht geht, dann ist es auch für die. Ja, wenn du mit dem Holzhammer losgehen musst, das bringt nichts, dann scheint der Weg nicht der richtige zu sein. Mhm. Und deswegen heißt es da einfach in sich reinhören, ja, und dann aber tatsächlich diese Bereitschaft, etwas zu tun. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ja, ich sage ja immer, zum Beispiel der Verstand entscheidet immer für die anderen, aber das Herz entscheidet für einen selbst, gell? Wunderbar gesagt. Ja, genau so ist es. Ja, Mhm. also damit kann man sie auch super gut realisieren, gell?